Wat hier wunderschöne Bilder vom Terrain natürlich abgeholt, die letztens wird wieder ein bisschen besser weil wie Haut, mir auch Haut gilt unbedingt dahinter zu kommen, als richtig ein Lass gut Sachen zu schmecken. Und ihr könnt Geburtstag feiern mit dem jungen Geburtstag, den dann final gepackt und dann den darauf hofft, der beste letzte bei Hobbykach 2025 zu gehen. Schon. Wie ist es bei dir bannen dran? Du siehst ganz zen aus. Ja, Tantra ist raus. Ich meine, das ist gut gelungen. Und lo ist ein bisschen mit down. Dann geht viel mehr relax. Dein Fanclub ist viel mehr ruhig. Wie gehst du da? Wie hast du das? Und ich schlecht geschlafen? Die sind angeregt. Ja, ich hatte schon gedacht, ja. Du bist zufrieden mit dir selber, weil der teilweise etwas, das du nicht so gewinnt bist. Normalerweise definierst du, was gekauft wird, der größte gesund, der sind Sachen gekauft damit. Ja, mit das aber einfach die Erfahrung, auch so etwas zu machen, ist einfach schön. Das ist ja eng frisch, für den Sommer ist das ein herrlicher Terrasse. Und für den Abend den Crunch und alles Wood in dabei und das ist das erzählt. Und du wirst nicht leben, aber wir scheuen heute kein mehr, wir haben einen Weltmeister für dich engagiert, ja. Für dich zu bewerten. Das ist das nicht schön? Das ist super, ja. Ne? Da wissen wir, wohin du hast. Einen dicken Applaus vom Publikum für unseren vegetalen Weltmeister, der René Mathieu, ist bei uns. René, oui. Content que tu sois là. Merci, moi aussi, ça fait plaisir. Oui, on voit tes trophées déjà sur ton habit. Tu es notre ambassadeur, je dirais, de la gastronomie tant luxembourgeoise, locale, régionale, mais surtout aussi végétal. Le côté végétal qui a beaucoup à offrir au Luxembourg. C'est certain, et puis ça tombe bien avec le thème aussi. Hein. L'agriculture, c'est aussi le végétal, c'est aussi les cultures, etc. Donc c'est très intéressant. Et je pense que il faut continuer dans ce sens-là. Je pense qu'il y a tellement... On ne se rend pas toujours compte, mais c'est quand on va à l'étranger qu'on se rend compte que Luxembourg, on est pas mal. Tu as ton étoile Michelin, la rouge, mais tu as aussi la verte. Ouais. Explique-nous un petit peu comment ça se passe, parce qu'on sait tout le monde, on connaît les guides qui viennent, enfin les experts qui viennent déguster en temps normal, je dirais, mais pour le végétal, est-ce qu'il y a des experts justement, ce midi j'avais l'un des inspecteurs du guide, oui, absolument, donc celui qui nous a nommé déjà 2 fois meilleur restaurant du monde. Donc après, bon, ce sont des clients comme tout le monde, on ne fait pas toujours on fait pas attention. Bon, maintenant, pour la cuisine, l'étoile verte, évidemment, c'est quelque chose qui pour moi me tenait plus à cœur que l'étoile rouge, parce que l'étoile verte, c'est pour ça que je travaille aujourd'hui, c'est pour la durabilité, et de peut-être de transmettre aussi nos connaissances, certainement, mais aussi de faire changer aussi la mentalité. Donc de faire sortir les jeunes de leur zone de confort, et de se dire que le végétal, c'est quand même quelque chose qui peut être très très bien. Pas pour ça qu'il faut enlever le monde animal, hein, pas du tout. Je suis pas une cuisine végétale pour dire qu'il faut devenir végétarien. Non, c'est juste qu'il faut se nourrir autrement, de façon plus intelligente, de façon pour sa santé aussi. Mangeons moins, mais mangeons équilibré. Et puis, tu as créé un nouvel univers. On connaissait déjà l'ancien, la distillerie qui est fabuleuse. Oui, maintenant, le Fields. Le Fields, c'est aussi, pour nous, c'est magique. Ça reste comme quelque chose, même si c'est tout près d'un aéroport, etc. On a quand même pu créer une ambiance qui fait qu'on est presque dans la forêt. Donc je trouve ça génial. Et puis on a beaucoup plus d'espace pour travailler, donc ce qui nous donne aussi beaucoup plus de liberté dans notre fonctionnement. Donc voilà. Mais on pouvait plus continuer dans la façon dont on travaillait avant, ou alors on allait régresser. Et le but, c'est quand même toujours d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il pense, le champion du monde, l'étoilé de la cuisine amateur, entre guillemets? C'est quand même fantastique, non? Ce serait fantastique et ce serait magnifique que tout le monde ferait ça tous les jours, ce serait fabuleux. Là, on aurait gagné un grand pas en avant. C'était super bien assaisonné, etc. Donc je pense que c'est un exemple aussi donc, de montrer que le végétal, même que tout le monde peut le faire, parce qu'il n'y a pas à rougir de ce qu'il a fait, c'était top. Super. J'espère qu'on ne t'a pas retenu trop avec le guide Michelin qui est passé, que tu lui as pas dit je dois m'en aller, je dois aller à la foire agricole. Si, je lui ai dit ça, donc voilà, je lui ai dit je suis désolé, je dois m'absenter. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici, donc voilà, j'avais envie de venir ici aussi. C'est super. Merci beaucoup. Je te demande de rejoindre tes collègues qui sont là-bas en jury. Fabian, Sie da ist nach sehr Wein mal beim John singen Platz servieren. Welcher ist das? Also eben, als ich mitbekommen habe, dass dein Geburtstag ist, habe ich mir gedacht, für die Vorspeise müssen wir auf jeden Fall mal anstoßen mit einem schönen Cremant du Luxembourg. Und da habe ich dann für deinen Sommersalat mit dem Himbeerdressing und Rucola einen Cremant von Hermeln ausgesucht, einen Cremant Rosé. Der hat auch schön im Abgang diese Himbeernoten, schmeckt super. Die Flasche ist schon fast leer, wie man sehen kann, also hat super geschmeckt. Das ist Pinot Noir, Auxerrois und Pinot Blanc und war ein super Mix mit der Vorspeise, mit dem Rucola, mit der Schärfe, aber mit dem schönen, säurehaltigen Himbeergeschmack. Hat mega gepasst.
Schon, du kriegst nach der Kompliment da. Hast du das aus? Das ist Wahnsinn. Das ist schön, selbst zu hören, wenn du schmerzt. Das geht da roh wie Butter op den Geburtstag, wann René Mathieu seht, dat du mis iedereen so mehr wie du. Ja, das ist schon ein ganz großes Kompliment. Das kannst du was denken. Gut. Wir gucken, ob Jury da doch so gesagt, was bestimmt gerade so gespannt, weil Lisa Kurt steht mittendrin, statt nur dabei, er kann so wie bei den anderen kommen als Lisa. Wie sind Gesichter raus? Also es hat wirklich optisch immens schön ausgesehen, farbig, was ja auch gut bei der Summer passt. Jana, sie meinen schon bis am Gangen über Tontre zu diskutieren, du festiv. Da freust du dich halt nachher, ja, wie wird das heute gemacht? Also ich muss sagen, die 2 Entree waren gelungen. Wirklich top, was die 2 Kandidaten haut Remmeinke beweisen. Wieso gestern war es schon gut, ich meine, haut das Remmeinke besser wie gestern. Der Dank war ein Kalo-Entree, der dann war ein Warm-Entree, mir wirklich allen 2 genial gut. Und wenn du die doten Ingredient de moie Krit hast, meinst du das bisschen etwas Ähnliches gezaubert oder vielleicht etwas komplett anderes? Ich meine, das ist immer schwer, wenn die ganz viele Leute, die ich gar nicht bewusst, wie schwierig das wenn du so Panier kriegst mit ganz viele Sachen, mir das Video für gesehen, weil alles so dabei ist, wie du wirklich der Schwarze, du musst schon eine Panoplie von Sachen am Kap haben, für das wirklich Hammer können so zu kochen. Das hat natürlich können besonders mal, aber was sie wirklich gemacht hat, ich meine, das war perfekt. Ich meine, das verdient noch einen großen Applaus und schon an der Guy, Tontre, wie sie verstanden. Und los ist schon fleißig am Gange mit dem Hauptplat, den wir da noch geschwind zu schmachen kriegen.